so als Gott heilig ist und uns hat abgenommen, so sollen wir nu heilig sein. Der 16. Vers sagt, willst dort steht geschrieben, und mir freut immer, wenn es sagt, dass dort steht geschrieben, wenn ich Levitisch an das sehr fertig gehört, wenn wir eine Antwort geben, wenn vielleicht nicht näher weiten, weil dort steht geschrieben. Weiten dann vielleicht nicht, wo das steht geschrieben, aber dort steht geschrieben. Der Schrift Salzburg sind Sprache, so sagt, der 16. Vers, willst dort steht geschrieben, ich sie heilig und du wen sollen die heilig sein. So Petrus brucht das, er sagt zu den Menschen auch, dort steht geschrieben, aber dort steht in 3. Mose 19, Vers 2 steht das geschrieben. So raus von wo Petrus das nimmt, so wenn wir sagen, dass dort steht geschrieben, ist wichtig, dass wir dann weiten, wo steht das dann geschrieben. Und in 3. Mose 19, Vers 2 sagt er, was Petrus hier so sagen, in der 16. Vers, ich sie heilig, du wen sollen die heilig sein. So Gott sein Plan, für mich und die von Anfang an wird, dass wir so heilig sein, dass er heilig ist. Und ein sehr wichtiger Punkt für uns, klar zu haben in uns Kopf, ist, dass Gott ist wirklich heilig. Und das ist vielleicht für uns als menschliche Verstand als vielleicht schwer zu vergreifen. Aber in Jesaja 6, Vers 2 und 3 sagt er, Ramam stunden Sarafen, das ist eine Art Engel, der jeder 6 Pflichten haben. Mit 2 Pflichten bedeuten sie sich das Gesichter, mit 2 bedeuten sie sich ihre Feit, und mit 2 flügen sie. Und der ruft den einen den anderen, heilig, heilig, heilig. Als der Herr, der alles regiert, die ganze Welt, wisst, wo heilig er ist. So das sage ich hier in Jesaja 6, Vers 2 und 3. Und von zum Denken als, wenn wir nu wollen, was soll er uitdragen, dann da wir vielleicht alles bloß mit großen Lateren oder so, dass es so uitgedragt sein. Dass wir wollen, dass wir meinen, das was ernst ist. Oder wir tun das, wenn wir das am Computer erfunden, dann wir das bold machen, so dass ein bisschen rater ist und ein bisschen klarer zu sein, und dann du mal weißt, was ernst ist. Und der Titel, was sie das hier geschrieben haben, wenn sie wollen, was sehr uitdragen, was sehr wichtig wird, du sehen sie Dinge mehr als einmal. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage, nicht? Horch, das ist ab ihrem. So sage ich sage ihnen die Worte, und man da mal 2-mal sagen, dass sie sagen, sie wollen horchen. Die Engel sagen hier 3-mal, heilig, heilig, heilig. Das ist eine große Sache, sie müssen 3-mal in der Reihe sein, sodass wir können das ein bisschen verstehen, wo eine große Sache das wirklich ist. Gott ist heilig. Und das meint, dass er wirklich so heilig ist, dass du als nicht ein Punkt in Arm, was du artig können sein. Das ist nicht artig. Und den Ketten, das ist bloß einfach perfekt. Und die sollen so perfekt sein, als für heute ist. In Offenbarung 4, Vers 8 sagt er, sei das Salja. Offenbarung 4, Vers 8 sagt, in den 4 Tieren, das sind die 4 Tieren, die rund um den Thron saßen, da in der Stunde, er sagt, die Tiere in der Horden, jeder 6 Pflichten. Wir sind rund am Fall Ewen, sogar unter die Pflichten. Haben die Tag und Nacht nicht Ruhe in Seden. So diese Tieren, die solche Tieren, das sind die Engel, die dann am den Thron stunden, ich habe die Geschichte gelesen, Offenbarung Kapitel 4. Er sagte, die haben sogar, an alle Wegen haben die Ewen sogar unter die Pflichten. Und sie haben nicht Ruhe Tag und Nacht und sie sehen heilig, 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 als der allmächtige Gott und Herr. So, meist ganz am Anfang von der Welt, als diese Engel in Jesaja saß von Fliehenden in der Sei, heilig, 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 und nu ganz am Ende in Offenbarung, dass nu so zu sein, da um eng Welt, sind die Wahrheit, die rund um den Thron stehen und sagen, heilig, 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 als der allmächtige Gott und Herr. Für uns, um ein bisschen verstehen, was das meint, wirklich heilig zu sein, wenn wir hier so fern am Konsul eine kleine rote Plak merken, aus dem Target, und wenn jeder mit einer Flitzbeer dort von der hier handschalten, und den kleinen roten Dot trafen, jedes Mal.
Wir sagen, ja, wir haben 1000 Fehlen, haben wir einen Flitzbär, auf einmal sagt, wir können dann seine Namen nicht jankert. Vielleicht würde man reichen kleinen Farmer durch ihre Buben haben, gekriegt können sein, wo ihr Hand zielen deuten. Aber wir dann sagen, 1000 Mal, jeder Mal Krack ab dem Punkt treffen. Immer. Nicht einmal besiegt, nicht einmal ein klein bisschen besiegt, immer Krack perfekt in treffen. Das wurde hier ein bisschen, bloß ein Beispiel, was hier ein bisschen meint, dass Gott ist so herrlich, dass du hast nicht ein Fehler. Das geht nicht zu finden, dass ein Fehler ist. Und ich sage, so ist er herrlich ist, so soll auch du auch herrlich sein. Matthäus 4, Vers 48 sagt, weil jemand vollkommen sein, gerührt so aus dem Fuhr am Himmel, vollkommen ist. Er ist perfekt, ohne Fehler, und dort müssen auch durch sein. Wer freut sich, dass wir uns dort neu kommen? Perfekt sein. Mein Vater kann die Hand abheben, dass er weg sein will in Lea. Wenn das geht nicht. Das ist nicht möglich. Eigentlich kann das nicht. Und das ist wirklich, als es nicht gut nur reicht. Wenn du erst, wenn du kommst, wer perfekt ist, wird das abgenommen, ab sich. Römer 3, Vers 23 sagt, das ist kein Unterschied. Alle Mann haft gesendet in Kampf, du dann tauk hart, was er bei Gott sein soll. Ich und du und all die anderen Menschen auf der Welt, das sind dann, von wo sie sind, oder wo sie nicht fahren, was sie wirklich sein dann. Jede Person fällt hart, in was sie wirklich sein soll, bei Gott. Gott ist heilig, perfekt, ohne Fehler, hat nichts zu bessern, nicht ein Ding, und so soll nicht du heilig sein auch. Und Römer 3,23 sagt, jeder ein von uns fällt hart in dort, wo wir sein sollen. So, was meint das dann? Wo können wir weiten, wann wir hart fallen? Wenn wir wollen weiten, was das meint, gerecht sein, dann müssen wir erst weiten, was meint Sinn. Wenn Sinn ist, dann wir uns 300 von gerecht sein. Und der Schrift lehrt uns, dass die Geboten oder die Gesetze sind uns hier gibt, nicht um uns rein merken, aber um uns wissen, was der Sinn ist. Sag mal ein klein bisschen Beispiel, bloß ein klein bisschen, dass ich kann sagen, was das reich looten das. So, das erste Gebot sagt, du sollst keinen anderen Gott haben, bitte Gott. So, für uns ist es vielleicht leicht zu sagen, no, wir haben bloß einen Gott, wir wollen nicht bloß einen. In dieser Zeit werden viele Menschen haben verschiedene Götter. Und die glauben an verschiedene Götter. Aber was meint das von dir und von mir? Und die hast du jemals in deinem Leben? Vielleicht sagst du, ich kann never einen anderen Gott angebeten. Ja, vielleicht hast du es nicht, das ist gut. Aber hast du jemals den einen Willen Herrscher gesagt, als was Gott von dir will? Vielleicht sagen, ja, ich weiß, Gott will mein Hart, aber ich will das beleben. Vielleicht will ich was dann, was scheint jetzt für mich. Wenn du jemals so eine Gedanken hast gehört, dann hast du sozusagen in anderen Gott, hast du selbst vielleicht so geteilt als Gott. Was dabei sie findet in den Garten, das Adam und Eva du wären, er sagt, wenn ihr von das eten, dann wollen ihr so sein als Gott. Und sie nehmen das, weil sie wollen so sein als Gott. Und wenn du jemals hast, die Leute selbst zufriedengestellt in der Stadt, wo du weißt, was Gott von dir verlangt, dann kann es sein, dann hast du die selbst so geteilt als Gott, dass du lässt, du weißt besser. Dann können wir uns, weil wir sagen, können wir uns einen Sinn ans ansparen, was dann so looten, was dann zu sagen ist, wir haben wirklich, wir haben einen Sinn an uns. Nicht? Vielleicht haben wir Gott nicht die rechte Stelle gegeben, haben uns selbst in der Stelle nicht zu sagen, was wirklich für Gott ist gemeint. Aber das sind 10 Gebote, nicht? So, weil wir wieder gehen. Der nächste sagt, du sollst keinen Aufgott merken. Wir sollen keine Aufgatte haben. Wir sollen nicht haben, was wir gemerkt haben, so aus Gott, dass wir dort anbeten in der Stadt Gott. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht praktisch gemerkt, vielleicht mit practical für uns. Und hier können wir viele Dinge vielleicht bieten. Bloß zum Beispiel ein paar von den Dingen.
Ab was hast du jemals deine Hoffnung gesagt? Vielleicht hast du eine schwere Zeit und denkst so, uns fehlt ein bisschen mehr Geld, ich war vielleicht ein bisschen da schaffen und sagt, wenn sie Hoffnung auf das Geld hat, dort uns was raten von unseren Trübel, wo wir vielleicht beim sind. Vielleicht über unsere Arbeit herteilen aus Gott will, wie kann sein, dass für das Geld von herkommt, dass wir können unsere Dinge betonen und schaffen und wie dann vielleicht mehr annehmen aus und auf Gott. Vielleicht nicht. Vielleicht hätte einer, vielleicht der wir alle so. Oder unsere Familie, unsere Mann oder unsere Frau oder unsere Kinder, unsere Vater, unser Haus. Vielleicht haben wir Dinge, was wir so gründlich so viele Details nur geben dann. Uns Vater so kragt und so schmack und so der rechte soll der Rem haben und die Rüten sollen, was nicht, was dunkel gemerkt und es soll, alle Details sind und das soll perfekt sein und Gott geben vielleicht das Evabrief so. Als dort dann so, was uns aufgeht, wenn wir gehen mal an irgendeine Dinge, das dort getan. Und erst dann haben wir wirklich einen Aufgabe in uns. Dann haben wir das unter Gebot gebrauchen. Und sparen, was wir heute sind. Und noch ist es noch nicht sehr euch, noch haben wir noch nicht sehr viel Sinn abgelöst, nicht? Aber das ist dann, was wir an uns haben. Wenn wir Gesetz einmal brechen, dann bist du ein Gesetz im Brechen. Wir werden nur ein klein bisschen mehr noch von reden. Aber wenn du das einmal getan hast, dann muss sie wirklich sagen, okay, du hast dir den Sinn abgelöst. Der Dritte sagt, du sollst den sie nun nicht missbrauchen. Die meisten von uns würden vielleicht sagen, hat noch niemals getan. Aber hast du mal, die dir überhaupt bekehrt hast gehört, Gott sie nun gebraucht haben sein, dass du bist reich? Das ist eine interessante Frage, wenn mich bekehrt hat, wenn wer sagt, als ich ein Christ wäre sein. Well, ganz genau, dann würde ich so sagen, ich durch Gott gefallen will, ich dann eine rechte Kirche fahren. Gott verlangt das nicht von mir, aber in mir, ich sehe, das, was Gott von mir will, das, was ich dann tue. Er will haben, ich soll Deutsch sein, ich soll mit Deutsch antragen, ich soll in die deutsche Kirche, was immer. Ich den sie nun missbrauchen, wenn ich brauche dort so aus zu sagen, was Gott hat gesagt, das, was ich tue. Gott hat es niemals gesagt. Und ich tue das über. Ich habe sie nun missbraucht. Nun muss ich dann noch eine anspalen. Der nächste ist dann den Sabbat heilig halten. Das vielleicht, hier würde vielleicht kann sein, bloß Brett für Bies geben, wenn das meint nicht von der und das vielleicht als ein Port wie es so. Aber was hier sagen, dass mit dem Sabbat heilig halten ist, denn Gott der den 7. Tag brücken aus zum Rühren. Haben wir den Sabbat heilig gehalten, weil wir sagen, wir hatten nu Sonntag aus Sabbat, das wird viele vielleicht sein. Das ist nicht, aber weil wir ein Beispiel brücken für das, weil wir als Christen, wir tun den ersten Tag der Weg sozusagen heilig halten, und dann steht den 7. Tag, wegen Jesus stund ab, an den ersten Tag. Wenn wir dann den ersten Tag tun und brücken und sagen, der erste Tag, der wir dann aufnehmen zum Heilighalten, haben wir wirklich, weil wir sozusagen am Sonntag, wenn wir sollen Ruhe haben wir dann wirklich, der gebraucht haben, zum Leben und zum Gott dienen mit uns Leben in das Heilighalten. Oder vielleicht haben wir den überhaupt nicht mal gehalten, was sie sagen, vielleicht alle hängen ran, was nicht Geld aus den Tag braucht zum Leben. Und ich will nicht sagen, dass wenn wir am Sonntag geschafft haben, dass das actually artig ist. Weil in der Schrift sagt uns das nicht. Aber, was ich sagen darf, sie sagt, den Heilighalten, was meint das Heilighalten? Haben wir den Tag gebraucht, für ein Drink zu holen und uns dummlich trinken, so dass wir nicht mal wissen, wer wir sind? Oder vielleicht brauchen wir dort aus dem Tag, wo wir brauchen, um andere sein Tracht zu wiesen und sagen, ich den nicht mal am Sonntag schaffen, ich habe mir gerne das. Was meint das recht den Heilighalten? Ich glaube, wir können lang von reden, ich werde nicht Tiet und sehen, aber wenn wir jemals den Tag gebraucht, was wir dann würden haben als Salzi genannt aus dem Sabbat, viele von uns würden dann geglaubt haben, wir Sonntag. Haben wir den Sonntag immer, jedes Mal, alle Sonntag, heilig gehalten und brauchen zum Gott ehren? Wenn nicht, dann können wir uns noch eine Sinn und sparen.
Oder Vater Mutter ehren, als das Fafte. Vater Mutter ehren, das meint nicht, dass wir ihren Harchen mit alles, was sie sagen, und dort tun. Das ist wichtig für Kinder zu tun. Eltern, die Harchen. Aber es sagt hier, entehren. Was meint das, entehren? Haben wir unsere Eltern geehrt? Ich glaube, ich will nicht viel Zeit brauchen an das. Ich glaube, jeder von uns, wenn wir vielleicht kicken, dann ans eine Leben und kicken an unsere Eltern, ich glaube, wir können sagen, wir haben die nicht einmal geehrt. Dann können wir uns einen Sinn und sparen, nur das Gesetz noch. So, das fängt an, nach ein bisschen schlechter zu lauten, nicht? Wir können fangen an zu denken, okay, vielleicht wenn damit das dann kann der andere das nicht sein. Aber er sagt, wir sollen so heilig sein als Gott, und wer weiß, dass wir heilig sind oder nicht? Gott weiß das. Er kann das sagen, und dass wir das proben, selbst ein bisschen zu bedenken und festzuhalten, dass das andere nicht sein kann. Das erste ist, du sollst nicht irgendwem Dope merken. Mörder sein. Vielleicht habe ich hier ganz mit Fried gewesen sein, ich habe niemals wem Dope gemerkt. Das traf mich nicht. Jesus sagt, wenn du den Bruder hassen darfst, du kannst ihn nicht lieben, du musst die sozusagen beißern über dich, du hast wirklich ein Hatred in das du hassen. Er sagt, wenn du dort hast, jemals getan, ich will nicht sagen, dass du so leben darfst, aber hast du einmal so getan, dann hast du das Gesetz gebracht und dann bist du wirklich ein Mörder. Nur was Jesus sagt. Und mal von zu Hause Sinn ansparen. Der nächste ist, du sollst nicht einbrechen. Vielleicht haben alle oder die meisten mit Fried gewesen sein, hat niemals getan. Und doch Jesus sagt, wenn du hast in der Früh oder am Morgen, du hast gekickt, dass die das merken auf dich lauten, dass die das jankern, dann hast du eingebrochen in dein Hort. Dann bist du ein Einbrecher. Und dann meine ich, dass du so leben darfst, dass du immer so ein Kicken darfst oder gelassen darfst. Dann meint, hast du das einmal getan. Dann bist du ein Einbrecher. Dann sparen wir uns auch eine Sinn an. Der achte sagt, du sollst nicht stehlen. Hast du jemals gestohlen? Even ein kleines bisschen. Vielleicht plötzlich eine Kirche genommen, wenn Mama und Papa nicht kicken deit. Oder vielleicht bei der Arbeit vielleicht eine extra halbe Stunde oder eine Stunde anschreiben, die gleich geschafft hat. Oder vielleicht nicht gleich hinkommen, Tag fallen, dann wird man so Trick kriegen. Wird gerade das Kinder schack haben. All solche Dinge als stehlen. Wenn du das einmal getan hast, dann bist du, nur das Gesetz, nur dann bist du ein Stehler. Dann kann man so einen Sinn ansparen. Nächster sagt, du sollst nicht falsch reden über den anderen. Hast du jemals von einer anderen Person was geredet, was vielleicht nicht ganz so wird, aber da fehlt ein klein bisschen was bieten und dann kann ein bisschen da übertrieben oder ein bisschen besser hören. Vielleicht wird andere Wirt brauchen, sodass so ein klein bisschen gerevet sein, so ein bisschen da Kraft hängen sich haben, die Geschichte vertalen, ein bisschen mal dabei dann, sodass das nicht ganz bei der Wahrheit bleiben wird. Oder vielleicht auch ganz mit Fleet, was ganz reden von einer anderen Person, was der ganz nahe weiß, ist das nicht so. Und die sagt, dass in der Welt andere Sachen unterschiedlich die Person kicken. Vielleicht ein klein bisschen überdrehen, vielleicht sei er, aber dann wir falsch reden über den Nächsten, dann kann man es auch einen Sinn ansparen. Und dann der letzte Gebot, was wir hören von den Tieren. Und ich will nicht sagen, dass wir machen die Tieren Geboten nur gehen, und das ist, was mein Punkt ist, das ist nicht. Aber die Schrift sagt, dass wir nicht unterscheiden, was Sinn wir bieten, das Gesetz wird gekommen. So, das Gesetz braucht wir zum sagen, was der Sinn ist. Nicht, dass wir das wollen nur kommen, das ist zum Wissen, dass wir das nicht wollen kann nur kommen. Bei der Tieren sagt, du sollst nicht die Nuba sind jankeren, was der Nuba hat. Was jemals eine Person oft ganz sicher war,
wat hij van de vrouw heeft, wat zij van man heeft. Was afhankelijk wat ze van huis hebben, wat ze van geld hebben, van de kinderen, van de trak of qua arbeid, of vielleicht maar echt een omp wat ze hebben. Afhankelijk zijn van de nächsten. En dan zeg ik, du sollst sie nicht jankern lassen, wat die nu bij zijn is. Dus zijn dat dingen wat ik kan bieden, maar wenn ik eenmaal pas afhankelijk was van den anderen, dann sind wir nicht zufrieden, sind wir uns aufgehandstigt, dann haben wir uns noch einen Sinn untersparen. Und wenn wir uns verlängern, dann vielleicht sagen wir, weil das hat nicht alle getan, wenn wir nu kicken, dann das ist nur mit Sinn belohnt, nicht? Das gibt uns ein Bild von, dass wir sind wirklich Gott rein. Wie kann uns das vielleicht sagen, ein bisschen zu verstärken für Menschen über Gott als heilig? Und er sagt, wir sollen heilig sein, wir sollen gerecht sein, und heute sieht dort, und dann, dass wir das für Menschen verstärken können oder nicht. Jakobus 2, Vers 10, der sagt, wer das ganze Gesetz hält und sich über ein verscheucht, der hat sich gegen das ganze Gesetz verscheucht. So, vielleicht kannst du sagen, alle Dinge habe ich nicht mehr zu tun gehabt, bitte vielleicht ein. Und dann bist du von der rein, alle, bist du dann schuldig an. Ein Gesetz brechen, dann bist du ein Schuldner, dann bist du schuldig. Und das ist gegeben worden, zu mir und zu dir, dass wir ganz klar sein können, dass wir nicht gerecht sind. Dass ganz klar zu sein ist, dass ich und du sind Sünder von Natur an, als wir geboren sind. Wir sind in der sämtliche Tür und neu geboren und ut uns selbst, das, wo wir dann beim Bleiben dann. So was da nu, wir lesen noch Matthäus 4, Vers 48, der sagt, wir müssen vollkommen sein, Gud zoals der Vader am Himmel vollkommen ist. So was da nu damit. Wegen dieser Ursache kam Jesus Christus in diese Welt für mich und die. Weil wir können nicht gerecht sein. Wir können nicht all diese Schuld, erstlich, wir können nicht weichbleiben von euch, weil wir sind wirklich Sünder. Wenn wir ein von den Brechen haben, wir alle gebrochen. Und deswegen kam Jesus in diese Welt, um uns gerecht zu machen. Jesus kam, um uns diesen Sinn auf sich nehmen, auf sich selbst legen und uns seine Gerechtigkeit antragen. Wir müssen uns ein Beispiel tun mit dort. 2. Korinther 4, Vers 21 sagt, Gott mögt den, der von keinem Sinn wisst, in unser Städte sind, dort wir durch für Gott gerecht werden, so ist dort für Jahlen dat. Und du kannst so viele gute Dinge sein zu tun. In der Schrift sagt, dort sind noch mal so verlimmte Kadren. Schweinsche Kadren. Aber was Jesus tut für uns, er wisst keinen Sinn, kein von den Sinn, er hat wir ganz unschuldig, er nimmt das alle ab sich, so dass du kein Unsinn sein, so dass dort, was er anbieten tut für Gott, was Jahlen wird. Wenn wir das in die unterbeiden haben, das nicht. Und in Römer 13, Vers 11, da ich 14 sagte, dann tut das. Weil wir sein, dass die Zeit, dass die Stunde hier ist, wo das für jeden Zeit ist, aus dem Schlaf abzuweichen. Weil es unsere Rettung ist nicht nur aus dann, als wir zum Glauben kommen. Paulus sagt hier zu den Römer, die sind lang genug im Schlaf gewesen, haben diesen Sinn geklaut, die sind da rückgerat worden, die machen die Unmerkungen, die Jesus antragen, wenn die Zeit ist nicht nur aus, was wir es dann, als wir uns bekannt, unsere Sinn bekannt haben, als wir uns bekehren haben, das Zeit in dem Schlaf abzuwarten, sagen, wo dich bei der Titel ist. Er sagt danach, in der nächsten Vers, der 12, sagt er, danach ist Mess vorbei und der Tag ist hier. Dann wollen wir nu dort aufleihen, was im Dienstring gehört, und uns du mit Kleiden, was im Licht gehört. Uns Jesus antragen, sozusagen, seine Gerechtigkeit uns übernehmen. Dann wollen wir uns so benehmen, als dort im Licht kommen wird. Nicht in wildet Leben, in Süppen, und nicht mit unserer Fleischeslast den Wellen zu lassen, auch nicht mit Streiterien aufgans. Lass den Herrn Jesus ganz die Kontrolle übergehend haben und sie
nicht nur eine Gelegenheit, das Fleisch den Willen zu looten. Jesus ganze Kontrolle über uns zu haben, anders zu sein, was wir sagen, wir würden es nicht sein, tragt Jesus an. Der Apostel Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 3 durch 4, die sind gestorben. So, wenn du bist, eine Person bist, was Jesus hast angenommen, du hast ihn hart aufgetan und er in die Wunde, er hat in die regieren, du hast die bekehrt, dann sagt der Apostel Paulus, es steht in Kolosser 3, Vers 3 und 4, die sind gestorben, die wirklichen Körper sozusagen, erst dann gestorben und die Leben erst mit Christus in Gott verstärken. Wenn Christus in uns Leben erst für einen Tag kommen wird, dann war je mit einem Taub auch herrlich angestellt worden. Und da von uns ist diese Vers vielleicht bekannt. Wo wir fingen in das Alte Gesamtbuch, sagt Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck in ihrem Kleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wird angehen. Nicht? Kijk mal, was er hier sagen, das zu mir und die. Weil wir sagen, das wird die Lehren, das ist Jesus in seiner Gerechtigkeit, als unplag, unfehler, als ganz rein, und in die Stunde hier ganz voll sind. Er sagt, mit Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck in ihrem Kleid. Hij mir und die mit einem reinen, wittet Kleid antragen, mit seiner Gerechtigkeit. Nu kann wir nicht das Salzproben zu verstärken, der Sinn soll Menschen nicht sein. Nu ist wirklich sozusagen bedacht und wahrgenommen. Jesus Christus, seine Gerechtigkeit, als uns Schmack sein, als ihren Kleid mit dort, kann wir vor Gott stehen bleiben, mit uns selbst bloß proben, die zu bedachten, der Sinn, der schenkt immer weiter durch. Der ist niemals abgeräumt. Aber wenn Gott erst kommt, das in das Bild nennen, und Jesus Christus das uns reinmerken, dann sind wir wirklich rein. 1. Johannes 1, Vers 9, der sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er ist treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von alles, was er gerecht ist an uns, alle Sünden, er reinigt dort und er bedeutet dort, das ist wahr, das ist nicht mehr. Er tut das für mich und für die, die habe ich nicht selbst tun. Und dann sagt er wieder, in 1. Johannes 4, Vers 13, sagt er, das schrieb ich euch, 1. Johannes 4, Vers 13 durch 15, sagt, das schrieb ich euch, dass ihr an Gott sehen glauben. So, das ist auch wichtig, dass die, was auch glauben, an Gott sehen, dass ihr weiten, dass ihr das auf ihr Leben haben. Und wir können uns sicher sein, dass er uns hören wird, wann wir am nur was fragen, dort nur seinen Willen ist. Wenn wir weiten, dass er uns gehört, wenn wir am Wort fragen, dann weit wir auch, dass wir das haben, am Wort wir beten. Wenn du die zu sein kriegst, und du das die Hand geben, Gott horcht, der hört die, und du sagst, ich will deine Gerechtigkeit am Hand, er dagt die Tode mit. Er reinigt die von aller Gerechtigkeit. Er hat das nicht bloß bedeuten, dass, wenn das Lehren hier wird, dann wird genommen, dass heute verdammt ist, die sind dann weich. Die sind nicht mehr. Das kriegt so aus, wenn du jemals hast einen Sinn begonnen und er dir schafft, reingemerkt von aller Gerechtigkeit. In Johannes 8, Vers 36, Vers 1, 36, haben wir auch recht durchgeschrieben, das ist Johannes 8, Vers 31, 36. 31. Vers Anfang. Jesus sagt zu den Juden, die an ihm glauben, wenn je bei der Welt bleiben, wo ich euch gelehrt habe, sind je wahrhaftig meine Kinder. Dann wollt ihr wissen, was Wahrheit ist, und der Wahrheit wollt ihr frei machen. So sagen
wir stammen von Abraham her und sind niemals an wem versklavt gewesen. Wo kannst du sagen, die sollen frei gemacht werden? Jesus sagt ihm, ich sage die Wahrheit. Wer du sündigt, ist an der Sinn versklavt. Ein Sklav, der bleibt nicht ewig im Haus, der Sinn, der Sehen aber bleibt ewig. Und das heißt in der ersten Vers, du wehen, wann der Sehen ihn frei macht, dann sind die wirklich frei. Er sagt, wenn wir in der Sinn leben, dann sind wir in der Sinn versklavt, dann fehlt uns noch ein Radar. Er sagt, der wird der Sinn, der wird nicht ewig bleiben, aber der Sinn, der. Wenn Jesus Christus die seine Gerechtigkeit übertragen hat, er sagt, der ragt der Kampf nicht auf. Wenn der Sinn die frei macht, dann bist du wirklich frei. Und wenn heute eine die kicken hat, du hast Jesus Christus in die Gerechtigkeit übergetragen, er hat sozusagen die sind überragt gegeben, wenn Gott drauf kicken hat, er sieht die so aus Jesus, aus von die Unsinn bist. Aber das geht nicht, oder das geht auch nicht zu verstehen, zu sagen, wie kann dann in Sinn leben? Nee, der sagt, der wird nach Sinn gedown, der sind nach ohne Sinn versklavt. Wenn Gott die das reinmerken, dann wirst du nicht mehr Sinn. Dann bist du frei von dort. Dann darfst du nicht mehr klären. Ich will nicht sagen, dass die böse Feind nicht verproben, immer Dollar, mehr uns merken in Sinn oder uns sagen, eine Schlange zu kriegen, sondern wie du wollen somehow sagen, heute uns was merken, nicht geroden. Ich will nicht sagen, der Feind nicht was schaffen. Aber wenn die sehen, uns ist frei gemerkt, dann sind wir wirklich frei. 1. Johannes 2, Vers 1 sagt, nicht mehr sinnen. Dauert nicht mehr. Aber, sollte wir sagen, wir irgendeinen Sinn begonnen hat, wir haben in Anstuna Jesus Christus, der wird gerecht ist. Und er hat uns seine Gerechtigkeit angetragen. Er steht vor uns und sagt, ja, du hast vielleicht einen Sinn, was du begonnen hast, als ich mit was uns passiert, er hat meine Gerechtigkeit angetragen. Diese Person ist rein. So, was meint Gerechtigkeit? Das meint perfekt. Das meint, du bist 100% perfekt für Gott. Was im Himmel nennen kann, das ist nicht als Perfection. Bloß dort, was gerecht ist. Nicht eine Person kann sich das selbst bedeutet und gerecht ist. Das kann rein bloß durch, was Jesus hat getan, für mich in die anderen Kreuz. Er hat uns gerat von der Sinn. Er hat uns rein gemerkt. Er hat uns gerecht gemerkt. So dass wenn wir für Gott bestehen, mit dem sein Geschmack in ihrem Kleid, wo wir den nennen können. Gott ist heilig, heilig, heilig. Und wo wir nicht die jemals vor den können bestehen, kriegt euch dort, was Jesus Christus hat getan und den Kreuz. Du mal, wo wir bestehen können, in auch heilig sein, wann wir hier auf dieser Welt auch kämpfen wollen, wann wir auch all wollen reingemerkt sein. Gott, Jesus Christus hat uns frei gesagt. Wann wir frei sind, von uns frei gemerkt, dann sind wir wirklich frei, dann können wir ab ihrem sein, mit dem Gedicht Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck in ihrem Kleid. Damit will ich für Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wird angehen. Und dort kommen wir vor Gott, als reine Person, und er lässt uns nennen. Nicht, weil wir haben selbst das kriegen, aber weil wir sind bedeckt mit Jesus Christus, seine Gerechtigkeit. Weil er hat uns frei gesagt. Wir wollen zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, wir kommen noch einmal vor dir, das in Morgen, wir danken dir, Herr, dass du das so wunderbar ausgeführt hast, wann wir auch kalt fallen, wann wir auch Menschen sind, die teilweise mit verschiedenen Sinnen vielleicht kämpfen down. Und dass du das für Gott ansehen, dass du doch den Sinn schaffen, so dass wir durch arm kann freigesagt werden, dass wir durch arm gerecht sein, dass wir uns wirklich in Christus
für die verstärken, sodass alles, was du sagst, in uns ist, den Leben sehen. Wir können vielleicht nicht alle ganz klar verstehen, und doch wir danken dir, Herr, dafür, dass du uns hast reingemerkt, dass du das genug auf uns noch gegeben hast, dass wir können die annehmen als uns persönliche Herr und Heiland in ein Reich fertigstehen, als wenn wir ohne Sinn sind. Wirst du uns helfen, Herr, dass wenn wir von hier gehen, dass wir wirklich diese Dinge im Denken, dass nicht unsere eine Gerechtigkeit ist, aber deine. Und dass wir auch können in unsere Gedanken hören, sodass wir nicht gegen die sündigen. Sodass uns verlangen, uns harten Verlangen, wo sind, die zu tun mit uns leben, solange wir uns hier noch Leben schenken, das auf dieser Erde. Und wenn wir von hier gehen, wirst du jedem einen segnen und beschützen, wirst die Leute, die gesagt ab den Dach und den Schien, und die nicht genug Leute werden kommen. In Jesus' Namen. Amen.